mehr in Bildern vorzutragen. Und Sie entschuldigen auch meine Aufregung. So, das Sasaki, das Sprachgebiet, ist im Osten Anatoliens oder ja, zwischen Ostanatolien und Nordmesopotamien beheimatet. Seit wann das so ist ja auch eine Frage. Die eine Theorie geht davon aus, dass ab dem 10. Jahrhundert die Sasas aus dem Norden Irans eingewandert sind, aber laut unser Professor Herr Gibbert, wie er es auch heute zu Wort brachte, in einem Symposium, dass ab dem 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus, das heißt vor 1700, 1800 Jahren schon da die Sasas angesiedelt sein können. Im Osten sehen Sie das Hauptsiedlungsgebiet der Sasas und wir haben auch in Kayseri haben wir 2 Dörfer und dann auch in Zentralanatolien in Aksaray und natürlich auch in den Türkei-Metropolen in den letzten 40 bis 50 Jahren. Und wir hier als Migranten oder Kinder der Migrantenfamilien haben hier auch mittlerweile in Europa eine Sasa-Bevölkerung, denn wir sind ja auch mittlerweile Deutsche oder jeweils nach dem europäischen Land deutsche Staatsbürger oder französische und so weiter. Das Sasaki ist verwandt mit anderen Sprachen, die wir als iranische Sprachen benennen. Darunter ist nicht der iranische Staat zu verstehen, sondern das ist ein Oberbegriff, das etwa heute 40 Sprachen zusammenfasst, die miteinander verwandt sind, die eine gemeinsame Wurzel haben. Das geht zurück auf das Uriranische. Das war also vor schätzungsweise 4000 Jahren. Die sind dann auseinandergegangen mit den heute Sprachen in Nordistani und die Sprachen in, wie auch eben genannt wurde, in Indien und Pakistan, Urdu und so weiter. Und das geht noch weiter zurück auf das Indogermanische, denn viele Sasa-Sprecher wissen ja auch, dass es Sasaki nicht nur jetzt in den ganz nah mit dem persischen, kurdischen, die wir kennen, kurdisch als Nachbarsprache verwandt ist, sondern ganz weit verwandt auch mit dem Deutschen, wenn man auch die Zahlen vergleicht und Verwandtschaftsbegriffe. Und das kommt auch von der indogermanischen Sprachfamilie. Das Sasaki als ein in sich geschlossenes Gebiet hat Dialekte auch. Es besteht aus dem Norddialekt, das von alevitischen Sasa gesprochen wird. Dann haben wir noch den Zentraldialekt, hauptsächlich in Bingöl, Norddiyarbakır, Elazığ und dann auch Süddialekt in den Gebieten Siverek, Çelmik, Ergani, Gerger, Şungiş, teilweise Maden und auch die Übergangs- und Randdialekte, die wir so nennen. Das ist so zwischen Süd- und Zentraldialekt in Diyarbakır, Kulp oder Mutki oder Lice. Wie die iranischen Sprachen klassifiziert werden, hier von meinem Doktorvater, Professor Dr. Jos Gibbert und von Lecoq, Sasaki. Wir sagten ja eben, dass es eine iranische Sprache ist. Innerhalb der iranischen Sprachen ist es eine westiranische Sprache. Also wir haben da hier etwa 40 iranische Sprachen heute, die gesprochen werden. Und innerhalb der iranischen Sprachen haben wir Gruppierungen, West- und Ostiranisch und dann nochmal Nordwest- und Südwestiranisch. Und hier sehen wir das Sasaki unter Nordwestiranisch, Sasa oder auch Dimenki genannt. Und wir haben auch andere Begriffe für Eigenbezeichnungen für das Sasaki wie Kermanski, Kürtki, Sonema oder auch Shobe. Und das ist verwandt auch mit Gorani, das zwischen Iran und Irak gesprochen wird. Allerdings von etwa
150 bis 200.000 waren es, glaube ich. Und auch mit Baluchi ist das verwandt. Baluchi wird gesprochen in Iran, Afghanistan und Pakistan ist das verteilt. Und natürlich auch, wie wir wissen, die benachbarte Sprache des Sasaki, das auch dem Sasaki näher steht, das Kurdische, was uns als Kurdisch bekannt ist, das Kurmanji. Und weiterhin hat das Sasaki, wir haben ja eben die Dailam-Theorie erwähnt, dass das Sasaki aus dem Norden Irans in das heutige Gebiet eingewandert, eingesiedelt ist. Und diese Sprachen hier, Gilaki, Semnani, Mazenderani, Taleshi, das Südtati oder auch das Azeri genannt, sind auch mit dem Sasaki näher verwandt. Und natürlich auch das Persische. Persische hat ja auch die meisten anderen iranischen Sprachen beeinflusst. Nicht nur die iranischen Sprachen, sondern auch stark das Türkische und auch die allen anderen Sprachen, die wir so kennen. Was sagt der Forschungsstand? Was hat man bisher über das Sasaki geforscht? 1851 hat Peter Lerch über seine Forschung über die Kurden und die iranischen Nordchaldeer hat er Aufzeichnungen gemacht über das Sasaki. Oscarmann und Karl Hadank haben das Buch 1932, nach Oscarmanns Tod wurde das Buch als Buch veröffentlicht, das in den Jahren 1906 bis 1909 die Forschungen betrieben wurden, Mundarten der Sasa, hauptsächlich aus Siverek und Korsch. Dann nach einer langen Zeit, nach einer Schweigeperiode, haben wir 1985 in Michigan in den USA von Terry Lynn Todd The Grammar of Dimli, das ist auch Südsasaki. Dann haben wir 1998 von Dr. Zülfü Selcan die Grammatik der Sasa-Sprache. Zülfü Selcan unterrichtet heute an der Uni Dersim im Fachbereich Sasaki. Ludwig Paul, Professor Dr. Ludwig Paul heute, Leiter des Iranischen Instituts an der Uni Hamburg, hat 1998 seine Doktorarbeit für Sasaki, Grammatik und Versuch einer Dialektologie veröffentlicht. Suvar Temizbash, eine Linguistin aus Siverek, hat über die Einflüsse des Deutschen auf die Dimli-Sprache geschrieben. Ilyas Arslan, der auch an der Uni Dersim unterrichtet, hat Partikel im Sasaki seine Magisterarbeit geschrieben. Ja, meine Wenigkeit hat über die dialektale Gliederung des Sasaki, also über die Dialekte. Und dann haben wir auch noch einige Artikel, die über Sasaki veröffentlicht wurden. Bedeutend sind da zum Beispiel Garnik Asatrian, Uwe Blesing, Mackenzie auch von Los Pippert und Sandonato. Dann noch einige von euch werden noch Brigitte und Eberhard Werner kennen und Joyce Blau und auch C.M. Jacobson. Wir haben ja eben ich habe ja eben die iranischen Sprachen erwähnt, die 40 Sprachen, und die werden klassifiziert und die werden auch irgendwie dann eingeteilt. Da gibt es so eine Methode in der Sprachwissenschaft, in der Iranistik, dass die Sprachen dann je nachdem Nordwest, Südwest, Südost, Nordost klassifiziert. Hier sind die westiranischen Sprachen. Das sagt natürlich nicht viel aus, aber hier nochmal genauerer Vergleich, was damit gemeint ist. Bestimmte Wörter, das sind so Verwandtschaftswörter oder Erbwörter, also nicht aus anderen Sprachen entlehnt, sondern Wörter, die der Sprache eigen sind, werden verglichen, und je nachdem, wie sich die Laute entwickeln in der Sprache, wie sich die Aussprache entwickelt, je nachdem wird es auch eingeteilt. Wir haben hier zum Beispiel Y und Wa und dann auch wie sich das aus dem Altiranischen, das vor 4000 bis 2000 Jahren etwa ausgesprochen wurde, und dann also zum Beispiel Vata, und dann im Parthischen haben wir das vor 2000 Jahren etwa gesprochen wurde, Vat, und mit Sasaki verwandt ist auch historisch gesehen Persisch, und wir haben heute die Aussprache Va. Und so geht es dann halt weiter, und so klassifiziert man das Sasaki.
Und wir haben auch einen Synchronvergleich, das heißt, wie die Sprachen heute gesprochen werden, mit den verwandten Sprachen hier ist gemeint Sasaki und Kurdisch und Farsi, also Persisch. Wie nah oder wie weit sich die Aussprachen gleichen, wie nah die Sprachen oder wie sie sich entwickelt haben. Und zum Beispiel das typische Sasaki ist das J zum Beispiel Vaj und im Kurdischen haben wir Beige oder im Persischen Awaz oder im Sasaki haben wir für die Frau Jeniye, im Kurdischen Jin und im Persischen San. Oder noch, was das Sasaki unter anderem ausmacht, die Entwicklung He für die drei und Se im Kurdischen und Persischen und das geht dann so weiter. Irgendwann haben die Sasas leider spät, aber irgendwann haben sie dann auch angefangen zu schreiben. Wir haben hier davon kein Dokument da. 1798 bis 1831 irgendwann schrieb Sultan Effendi über das Alevitentum auf Sasaki in Diyarbakır. Darüber kann ich leider nicht viel sagen, weil ich habe das nicht vorliegen. Aber 1899 haben wir von Ahmed Khasi ein Maulid über die Geburt des Propheten Mohammed. Und 1906, das wurde 1932 veröffentlicht von Osman Asad Effendi Babiş aus Siverek war hier, Ahmed Khasi war aus Lice, Diyarbakır und Osman Effendi war aus Siverek. Und das wurde beides noch damals in arabischer Schrift, mit arabischen Buchstaben geschrieben. Wir haben einzelne Gedichte aus Dersim Khosat in armenischer Schrift. Das sind aber auch nur ganz wenige Schriftstücke, die wir haben. Und man weiß nicht, wann das verschriftlicht wurde oder wie. Und ab den 80er Jahren hat das eigentlich hier in Europa angefangen mit der Verschriftlichung auf Sasaki, dass wir uns also das Wichtige, das hat hier Mitte der 80er angefangen. Wir haben auch Freunde, die damals mit der Zeitschrift Eide und Pia angefangen haben, das zu verschriftlichen in Schweden und Deutschland. Und seitdem hat es dann seinen Lauf genommen in Deutschland, auch in Europa und später auch in der Türkei, als der Verbot dann außertürkisch der offiziellen Sprache, weil etwas über das Kurdische oder Sasaki oder eine andere Minderheitssprache zu erwähnen oder zu verschriftlichen, war ja strafbar. Menschen wurden deswegen verfolgt und es ist ja auch der Hauptgrund, warum das Sasaki heute ich will nicht sagen, es vom Aussterben bedroht ist, aber es ist gefährdet und das ist auch die die faschistische Sprachpolitik der Türkei, die dazu beigetragen hat. Nur seit den 90ern wurde das etwas gelockert und in den letzten Jahren, wie Sie wissen, gibt es auch im Staatsfernsehen jetzt unter Tele-Teşeş oder jetzt heißt es auch Tele-Tukudi, gibt es auch ein paar Stunden auf Sasaki und auch da haben wir auch in anderen Fernsehsendern, Roş TV, heute Star TV oder Kurdiyek oder Yol TV oder TV 10 und so weiter, werden auch Sendungen auf Sasaki ausgestrahlt, aber es sind keines dieser Fernsehsender sind 24 Stunden auf Sasaki. Also das Sasaki hat bis heute noch keinen eigenen Fernsehkanal. Es wurden dann veröffentlicht, zurück zur Verschriftlichung, Grammatiken, Wörterbücher, Rechtschreibung, Alphabet, Lehrbücher und auch Internetseiten. Und es haben auch eigene Verlage sich gegründet, das Vecayişi Tiji Yayınları in Istanbul und dann auch Vate Yayınları, die wurden auch in Schweden und dann jetzt auch in Istanbul oder Diyarbakır. Und seit Mitte der 80er Jahre haben wir erwähnt eben die Zeitschriften und auch seit den 90ern auch in Istanbul und in der Heimat werden sie veröffentlicht. Vorne liegen auch welche Zeitschriften und Bücher aus. Es ist nur eine Auswahl, das wir heute da haben. Und wir haben auch, das möchte ich auch hier erwähnen, eine Unterschriftenliste, dass wir dann vom Kultusministerium dann einen muttersprachlichen Unterricht oder herkunftssprachlichen Unterricht auf Sasaki einfordern.
Und nachdem wir das, wir werden das versuchen, dann dem Kultusministerium dann weiterzuleiten mit den Unterschriften, dass zumindest, wenn nicht deutschlandweit, aber auch zumindest in Hessen, dass da das Kultusministerium erstmal mitbekommt, aha, es gibt auch deutsche Staatsbürger, die haben die Sprache Sasaki und sie haben hier noch als deutsche Staatsbürger keinen herkunftssprachlichen Unterricht oder muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, dass da zumindest mal ein Schritt getätigt wird. Wir haben auch Institutionen und Vereine, verschiedene Dersenvereine besonders in Deutschland, teilweise auch in Holland, Frankreich und Schweden. Dann haben wir, hat Ramazan Yıldız auch erwähnt, eben auf Sasaki in seiner Rede das Institut Sasaki seit 2004 in Frankfurt und neuerdings auch Samate Sasayana Almanya, die Sasa-Gemeinde in Frankfurt seit neuestem als eingetragener Verein. Und es finden Sprachkurse in Vereinen und Universitäten statt in ganz verschiedenen Städten, also ich nenne mal Berlin, Düsseldorf, Köln, Bochum, Frankfurt, Stuttgart und so weiter, Wien. Und was die Situation betrifft, eben hat ja einer davon berichtet, laut UNESCO, laut dem UNESCO-Bericht ist es eines der 15 gefährdeten Sprachen Anatoliens. Und das sind die Früchte der repressiven Sprachpolitik der Türkei. Und bis heute hat es keinen anerkannten Status als offizielle Sprache. Und das ist aus einer Familie, ja ehrlich gesagt aus meiner Großfamilie, wie die Sasa-Sprachkenntnis am Beispiel einer Familie in Dersim oder aus Dersim abnimmt. Also die erste Generation der Großväter, wir sehen hier einmal das Sprechen, das Verstehen und die Anwendung in der Alltagssprache, wie das abnimmt und das, was am meisten abnimmt, zweite Generation, wird es dann nicht mehr an die Kinder dann weitergegeben oder sehr wenig und dass es dann immer weiter abnimmt. Also das Verstehen ist noch am stärksten da, aber wichtig ist auch, dass eine Sprache angewendet wird. Wann ist denn eine Sprache gefährdet? Es ist, also die Bevölkerungszahl, die macht es nicht viel aus. Sie können auch eine Sprache haben, die von 10 Millionen Menschen gesprochen wird. Wenn sie aber an die nächste Generation nicht gegeben wird, weitergegeben wird, dann ist die Sprache vom Aussterben bedroht, dann wird sie irgendwann aussterben. Aber Sie können vielleicht auf irgendeiner Insel oder irgendwo eine Sprachgruppe haben mit 500 Sprechern und sie pflegen ihre Sprache. Die haben da alle möglichen Rechte, kulturellen Rechte oder Autonomie durch einen eigenen Staat, dann bleibt die Sprache, auch wenn sie weitergegeben wird an die nächsten Generationen, mit, seien es auch 40 oder 50 Sprechern, bleibt es erhalten. Im Falle des Sasaki haben wir halt die Hoffnung, dass die Sprachpolitik in der Türkei weiter sich positiv auswirkt. Also mittlerweile ist es ja so, dass die Sprache zwar kein Verbot darüber ausgesprochen wird, aber es hat sich durch diesen Assimilationsprozess eine automatisierende Assimilation ergeben, also dass die Sprache bei der Elterngeneration an Prestige verloren hat und automatisch den Kindern nicht beigegeben wird. Ja, was sollen die mit der Sprache machen? Sie können ja kein Geld verdienen damit und so weiter. Und obwohl der Staat das sogar im Staatsfernsehen und teilweise auch als Wahlpflichtfach Kurdisch, aber auch Sasaki, wenn auch Sasaki sehr wenig Lehrer vorhanden sind in Schulen, ist es nicht unbedingt die beste Lösung. Also es muss da schon mit den Kindertagesstätten und in der Erziehung in der Familie anfangen und dann auch im Leben, in der Alltagssprache, in den Städten, in den Dörfern, auch in den Medien und als Bildungssprache anerkannt werden. Also das Recht, was die türkische Sprache der Türkei hat, müssten alle über 20 beheimatete Sprachen auch in der Türkei haben. Ansonsten wird das automatisch vom Türkischen verdrängt. Ja, soweit von mir. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit
Sma Piropia, Posuarve Pirokalve.